Hey guys and welcome back to another vlog. Es ist gerade Montagmorgen, kurz vor der 6. Und ja, ich dachte, ich nehme mich heute mal mit in einem typischen Arbeitstag. Also es ist gerade Corona-live und mein Wecker läutet. Ja, ich mache meistens immer von meinem Wecker auf. Wir haben eigentlich Homeoffice, aber da ich am Anfang arbeite, tue ich mich mit der Kollegin abwechseln. Also jeden 2 Tage bin ich im Büro. Und heute ist Montag und dann tun wir uns teilen. Das heisst, ich bin am Morgen im Büro und am Nachmittag bin ich daheim. Und ich denke, ich nehme alles mit der Kamera mit. Ich werde auch nicht ganz lange labern jetzt noch, weil ich habe vermehrt Feedback bekommen, dass viele gerne auch kürzere Vlogs haben oder kürzere Videos. Obwohl ich persönlich längere Videos liebe. Aber viele lieben kürzere Videos, darum wird das hoffentlich ein kürzeres Video. Und ja, ich tue das mal fixen und mache mich ready for the day. Sorry, zuerst hat Dominik gut hallo und sorry für die... Habe ich jetzt wieder vergessen? Schicker, hast du wieder gesagt. Jetzt vorhin hast du 10 vor 2 mal, 3 mal, 4 mal gebraucht. Jetzt kommst du mit... Also, Friends, ich fange um 30 an. Ich glaube, noch nie so viele da gesehen. Ah, ja. Geht's auf, ich werde auch nicht viel filmen, weil, you know, vertrauliche Sachen. Aber ja, ich gehe jetzt worken. Ja, ich mal schauen, wie viel das ich kann. Mit Filmen natürlich nicht viel, ich muss arbeiten, obviously, aber in der Pause oder so. Ich kann mal einen kleinen Talk halten. Mal schauen. Breaky. That's the right thing I need right now. Es ist richtig stressig. Ich kann nicht viel mehr filmen. Ich muss ruhig sein. Aber ich kann wirklich nicht viel filmen. Es ist wirklich nur stressig. Halt ein typischer Montag. Aber ja. Immerhin kleine Szenen. Ja, und ich kann gar nicht lange Pause machen, weil ich habe so viel zu tun. Darum. Tschüss! Schönen Nachmittag! Danke! That's the fit, I know. Ugly. Darum ja. Oh! So. Ich weiss ehrlich gesagt auch nicht ganz, was bei mir falsch läuft, dass ich meine Mittagszeit, also eine halbe Stunde von meinem Mittag, opfere für Sport. Aber wie gesagt, ich bin energiegeladen und ich muss das jetzt rauslassen. Und yes, darum werde ich jetzt eine halbe Stunde Vollgas joggen. I'm excited! Nein, ich freue mich wirklich eigentlich. Darum ja. Also wer gut aussieht beim Sport, ist gesegnet. Aber ich wollte sagen, die ersten 5 Minuten sind wirklich her gewesen. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich Schmerzen in dem Becken und dann dachte ich, Scheiße, ich muss abbrechen.
Nach 10 Minuten ist es wirklich schwer gefallen und dann habe ich gedacht, Jenna, motivier dich jetzt. Und das ist jetzt ein Motivationstipp an alle, die Motivation brauchen beim Sport. Oder vor allem Ausdauer, halt beim Rennen, beim Joggen. Und zwar denke ich mir immer so, ich höre also Musik, da kann man auch mal einen Podcast hören, das ist irgendetwas, ja, Podcast ist schwieriger, aber ich sage mir so, ich höre 2 Lieder hören, ohne darauf zu schauen, wie lange ich schon am Joggen bin oder Kilometer, wie auch immer. Draussen fällt es einem einfacher, weil da hat man natürlich das Zeug gerade quasi vor den Augen, wie lange man schon joggt und wie weit. Aber dann denke ich mir so, ich höre jetzt 2 Lieder und erst nachher schaue ich drauf. Meistens nach diesen 2 Liedern denke ich mir so, ja, ich mache noch eins, weil es ist halt mega demotivierend für mich, wenn ich drauf schaue und denke so, oh mein Gott, noch nicht mal die Hälfte. Und darum besser nicht auf die Zeit schauen oder auf Kilometer, sondern einfach joggen. Und was ich mir auch oft mache, ist Gedanken, wie zum Beispiel im Geschäft, wenn ich einen Versand mache, und ich über irgendetwas nachdenke, wo ich sonst nicht nachdenke. Und dann studiere ich immer tiefer in die Materie und dann bist du so in den Gedanken, dass du irgendwie vergisst, dass du am Joggen bist. Das ist halt manchmal auch schwierig und vielleicht auch gefährlich. Ich muss natürlich immer noch konzentrieren, aber das hilft mir mega. Und halt einfach nicht das ständige drauf schauen. Und was mir auch hilft, vor allem beim Endsport, wenn es immer strenger wird, denke ich mir so, stelle ich mir bildlich vor, dass ganz viele Leute sind und dir zujubeln und du wie an einem Wettkampf bist. Und stell dir vor, dass hinter dir Gegner sind, die dich ein bisschen einholen. Und ich allgemein halt, wenn man so einen Wettkampfgeist hat und so ehrgeizig ist, und dann denke ich mir selber, es sind Leute, die jubeln dir zu. Und am Ziel ist, man kann sich alles vorstellen, irgendeine Person oder irgendein Ding oder halt irgendetwas vorstellen, das am Ziel ist und wo unbedingt dort hinkommen. Und denkt man auch oft an die Zukunft vielleicht, oder was man erreichen will, oder ein Ferienziel, oder ein Jobziel, Karriere, whatever. Denkt man so, das ist das Ziel. Und wenn du das jetzt schaffst, dann kommst du deinem Ziel näher. Denkst du einfach, ja, wenn ich jetzt aufgebe, dann bin ich wieder am Anfang quasi. Also es ist natürlich gar nicht schlimm, wenn man aufgeht und nicht mag. Das sollte man gescheiter aufhören, weil man merkt ja, wenn man wirklich nicht mag. Aber bevor man aufgeht, oder bevor ich aufgebe, dann ich wirklich alles probieren, um mich zu motivieren, dass ich das schaffe, quasi ans Ziel zu kommen. Ja. Also das hilft mir und ich habe das Gefühl, das könnte auch anderen helfen. Man muss halt wirklich das vorstellen. Und es muss auch nicht unbedingt beim Sport sein, es kann ja bei jeglichen anderen Sachen sein, beim Lehren, bei der Schule, auch beim Job. Also es ist irgendetwas, ist natürlich so das Basic, glaube ich. Das sagt jeder so, Ziel, eben, man muss das Ziel vor Augen haben, aber ja. Und wenn man halt wirklich keine Motivation hat, hat man auch keine Motivation. Ich hatte jetzt vorher Motivation und Energie und dann habe ich rauslassen und darum bin ich jetzt auch joggen. Ich meine, ich gehe nie am Mittag. Ich gehe meistens immer am Abend. Heute kann ich nicht, weil ich am Abend etwas los habe, aber wenn ich Motivation habe, habe ich Motivation und dann muss ich die rauslassen und dann denke ich mir nicht so, nein, ich kann jetzt Mittag, ich will Mittag machen. Ja. Aber eben, jedem das Seine. Genau. Ich gehe jetzt nachher duschen und dann arbeite ich halt am Abend oder morgen länger arbeiten. Weil, wenn ich jetzt duschen gehe, dann habe ich keinen Mittag mehr. Darum mal schauen. Yes. Hallo! Und jetzt bin ich in der Küche. Oh mein Gott, cringe. Auf jeden Fall, ja. Ich mache jetzt gerade mein Mittag. Und ich darf morgen länger arbeiten. Ich liebe es. Ich bin jetzt excited. Und ich habe irgendwie befürchtet, der Vlog wird länger als 10 Minuten. Aber ich tue möglichst viel rausschneiden, damit er wirklich nur etwa 10 Minuten wird. Yes. So guys, oder Julia besser gesagt, ich teste jetzt das Ding, das du mir empfohlen hast, laufende Kamera. Auf jeden Fall eben Erdnussbutter und Banane. Sieht sehr delicious aus. Nicht? Es ist geil. Man denkt es gar nicht. Man denkt so, Vor allem wenn Reiswaffel salzig ist, aber nicht so salzig. Aber, hä? Es ist halt mega weird, weil die Reiswaffel ist hart, Banane ist so manchig und die Erdnussbutter ist
Also süß, salzig und knackig und weich und es ist mega crazy. Aber es ist nice. It was a nice try. So guys, ich bin jetzt an meinem Homeoffice-Arbeitsplatz in meinem Zimmer. Was ich am meisten liebe halt bei Homeoffice ist einfach, du kannst in Gammelkleider chillen und arbeiten und das ist das Beste, was es gibt. Würde ich sagen, ich beende das Video. Ich weiss, ich bin jetzt eigentlich voll früh. Auf jeden Fall wird nichts Spannendes mit passieren. Ich werde jetzt einfach noch arbeiten. Und ja, am Abend bin ich eh weg und die kann ich nicht filmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so eine Daily at-Work Vlog, obwohl es nicht wirklich at Work ist, aber ich bin am Arbeiten, also irgendwo durch. So, ja. Und ihr könnt mir auch gerne mal privat schreiben, was ihr lieber habt, längere oder kürzere Videos. Bei mir es ist einfach gemischt. Die Hälfte von meinem Freundeskreis sagt, sie hätten gerne kürzere Videos, die Hälfte sagt, sie lieben lange Videos. Ich liebe auch lange Videos, darum mache ich auch immer lange Videos. Aber ich habe das Gefühl, so etwas dazwischen wäre am besten so irgendwie 15 Minuten oder ja, 15 bis 20 Minuten. Aber manchmal gibt es halt wieder längere, aber ich probiere eigentlich immer alles so im Rahmen zu halten, so 15 bis 20 Minuten. Ich gebe mein Bestes und ich muss halt immer sehr viel rausschneiden. Aber ja, es ist halt so. Aber ich verstehe es auch, wenn jemand halt nicht ein 20-30-minütiges Video angapfen will. Verstehe ich vollkommen. Und darum ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne Feedback. Ich liebe Feedback, egal ob positiv oder negativ. Es motiviert mich mega. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye!